Vi har anfangen med Leute singen, og det er stedet nummer 2. Komm, stimmet alle, jubelt ein, Gott hat uns lieb. Freut euch in seinen Gnadenschein, Gott hat uns lieb. Die Ehrensüchtig schlaft, erwacht, suchet, was euch nun selig macht. Ist die bange Todesnacht, Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Komm, stimmet alle, jubelt ein, Gott hat uns lieb. Kündigt den Sünden überall, Gott hat uns lieb. Kam vom Thron ins Erdental, Gott hat uns lieb. Seht, der Heiland ist nun da, der für uns starb auf Golgatha. Wir sind erlöst, Halleluja, Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Komm, stimmet alle, jubelt ein, Gott hat uns lieb. Jubelt die Erde euch ihm geweiht, Gott hat uns lieb. Schmeckt seine Güte und Freundlichkeit, Gott hat uns lieb. Er ist der seinen Sohn und Schild und unser Lieb und Hoffnung Bild. Er ist der allen Kummer still, Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Komm, stimmet alle, jubelt ein, Gott hat uns lieb. Und nächstes Leute Nummer 43. Von allen Himmeln tönt der Herr ein froher Lobgesang. Zu dir anbetungswürdiger steig auf der Menschen Dank. O Lebenswort, o Seelenspeis, wir bringen dir Lob, Ehre und Preis. Schon hier auf Erden dieser Zeit und dort in alle Ewigkeit. Dich preisen ist uns Seligkeit, dir danken hohe Lust. Schon hier füllt wer sich deiner Freud, den Himmel in der Brust. O Lebenswort, o Seelenspeis, wir bringen dir Lob, Ehre und Preis. Schon hier auf Erden dieser Zeit und dort in alle Ewigkeit. So soll dein Lob denn alle Zeit in unseren Munde sein und
dankbar deiner Gütigkeit, stets unser Herz sich freut. O Lebenswort, o Seelenspeis, wir bringen dir Lob, Ehr und Preis, schon hier auf Erden in dieser Zeit und dort in alle Ewigkeit. Eins singen wir in höherem Ton, dir unsere Seele Dank, und dann erschaut an deinem Thron ein besserer Lobgesang. O Lebenswort, o Seelenspeis, wir bringen dir Lob, Ehr und Preis, schon hier auf Erden in dieser Zeit und dort in alle Ewigkeit. Daarnaast nummer 146. Geöffnet steht für mich ein Tor und dadurch seh ich strahlend des Heilands Liebe mit hervor aus seinen Wunden malen. Erbarmung, wie erfass ich dich, geöffnet ist dies Tor für mich. Für mich, für mich, geöffnet auch für mich. Dies Tor, es lässet alle ein jedes Volk der Erden, ob reich, ob arm, ob groß, ob klein, die selig wollen werden. Erbarmung, wie erfass ich dich, geöffnet ist dies Tor für mich, für mich, für mich, geöffnet auch für mich. Dringt durch dies offene Tor hinein, drohen auch der Feinde Scharen. Das Kreuz soll deine Krone sein, bis Glauben du bewahren. Erbarmung, wie erfass ich dich, geöffnet ist dies Tor für mich, für mich, für mich, geöffnet auch für mich. Am Jordan so verlegst du ab dein Kreuz der Wahlverzeichen, der dir dies Kreuz zur Bühne gab, wird dort die Krone reichen. Erbarmung, wie erfass ich dich, geöffnet ist dies Tor für mich, für mich, für mich, geöffnet auch für mich. Goedemorgens. Ich heite jeder ein hier welkom van Deus Marts und dessen Gottesdienst auch teilzunehmen. Mag Gott seinen Frieden, mag Gott seine Gnade, mag Gott seine Barmherzigkeit auch in dieser Stunde hier von der auch mit uns sein.
weil einen Vers lesen am Anfang in Psalm 73, den ersten Vers, da sagt das so: Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reines Herzens sind. Gott ist gut zu denen, die ein reines Herz haben. Und mag das von der auch zu uns gelten, mag das auch uns treffen. Gott ist gut zu denen, die ein reines Herz haben. Auch von der, wenn wir sein Wort hören wollen. Weil die Bekanntmerkung übergehen am Bulletin, was wir von der haben, so die Predigt der erst von Ältester Milton Knölsen. Außendienste sind von der Obram Eframpelt, sind Villa Carino, Abraham Gisbrach ist in San Jose, mein Führer, der ist in Dia de Paz von der. Der von der Numerach ist der Jungsche eingeladen, klappt 2 Numerach. Mit der Jugend steht hier auch, Jugendstunde klappt 2 Numerach, aber wir haben geplant mit der Jugend eine Horizonte zu fahren. Da haben uns eingeladen, wir wollen dort sein mit der Jugend. Montag zu abends als Diner-Meeting, Donnerstag zu abends als Bibel- und Gebetsstunde, Freitag ist Jungstunde, nächsten Sonntag traf Predigt zu bringen in Marlenland, in Campo 5, steht mir ungefähr. Danach der Uing der Bekanntmerkung für nächsten Sonntag als der Kurs ab für die Schule. Und den 30. September ist ein Treffen geplant für alle Mitarbeiter. Ich habe hier noch Bemerkungen zu der Bekanntmerkung. Wir werden danach beten, weil wir bei Abstunden beten. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass wir uns dessen Morgens treffen können, um den Wort zu hören, dass wir den Wort predigen dürfen und ja uns, dass wir das lesen dürfen. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir nicht verfolgt worden, Herr, wir in unseren Glauben, dass wir nicht verfolgt worden, Herr, wir in die Schrift hier haben. Und Herr, wir beten dir, dass du uns von der was die Worten aufmerken, dass wir bereit sind zu empfangen, Herr, was dein Geist uns von dir lehren will. Musst du, Herr, mit jeder einen sein, wie ein Diensthaft, am Führen und Leiten auch mit deinem Geist, auch in der Kinderstunde, Herr, mit den Lehrern und mit den Kindern, du magst du auch ernst sehen. Herr, ich bete, dass du mit jeder einen hier von der besten, Herr, dass wir alle erbitten worden durch dein Wort. Amen. Singen wir noch der Leute Nummer 160. Auf deinem Ruf, o Herr, tritt ich vor dich allda und suche Heil in deinem Blut, das floss auf Golgatha. Ich komme jetzt zu dir, o Herr, tritt du mir nah und wasche mich in deinem Blut, das floss auf Golgatha. Weil ich so elend bin, willst du mein Alles sein. Dein Blut macht mich ausführlichste von jedem Flecken rein. Ich komme jetzt zu dir, o Herr, tritt du mir nah und wasche mich in deinem Blut, das floss auf Golgatha. Dein Wort verheißt mir klar, der liebevolles Heil, das Friede, Freude und Zuversicht sein stets mein Segensteil. Ich komme jetzt zu dir, o Herr, tritt du mir nah und wasche mich in deinem Blut, das floss auf Golgatha.
vollführen willst du ja dein Gnadenwerk in mir, dass ich mit festem Herzen hang, nur ganz allein an dir. Ich komme jetzt zu dir, o Herr, tritt du mir nah und wasche mich in deinem Blut, das floss auf Golgatha. Heil dir, o Gottes Sohn, heil dir, du hast vollbracht. Heil dir für dein Erlösungsblut, das völlig selig macht. Ich komme jetzt zu dir, o Herr, tritt du mir nah und wasche mich in deinem Blut, das floss auf Golgatha. Ik wil ter aanleiding wat over bekering zijn. We willen opslaan wat vers in Epheser, den 2. Kapitel, vers 1. Epheser Kapitel 2, Vers 1. Und euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß den Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von der Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Die Bibel redet sehr deutlich von der Bekehrung und von unterscheiden ein Leben, wo ein Mensch vor dem wir, was er sich bekehrt hat, und nur dem, wann ein Mensch sich bekehrt hat. Die Bibel sagt hier, dass ein Mensch vor seiner Bekehrung in seine Übertretungen und in seine Sünden gelebt hat. Nur aber, wenn ein Mensch bekehrt ist, dann hat er Vergebung für seine Übertretungen und für seine Sünden. Die Bibel sagt, wenn ein Mensch vor seiner Bekehrung, dann lebt er so aus der Welt lebend, nach dem Lauf dieser Welt. So ist das in der Welt randet, so randet er auch mit. Er lebt so aus der Welt. Und das sagt hier, nur der Begierden von seinem Fleisch. Nur dort, wo sein Fleisch jankern wird. Du nur lebt er. Und wenn ein Mensch sich bekehrt hat, dann ist er gehorsam geworden, der Deulier, wo er sich heimgegeben hat, nämlich um den Herrn Jesus Christus. Das sagt in 1. Thessalonicher. Die Bibel sagt hier, dass ein Mensch vor seiner Bekehrung tot ist. Das meint jährlich tot. Tot von den Interessen von das Geistliche, tot in seine Übertretungen, tot in seine Sünden, tot für das ewige Leben. Und wenn er sich bekehrt hat, dann ist er durch Gott sein großes Erbarmen abgewagt, zu ein neues Leben in Jesus Christus. Die Bibel sagt, dass ein Mensch vor seiner Bekehrung verloren ist. Er hat eine ewige Verdammnis, er hat kein Heil, er hat keine Hoffnung. Er hat verloren, das ist ein verlorener Mensch. Aber durch Gnade ist er gerat, wenn er sich bekehren wird. Nimmt er die Gnade an, wodurch er gerat wird. Das hier, dass ein Mensch bis seine Bekehrung wird großartig beleben wird, dass eine ganze Änderung passieren wird, von ein altes Leben, von ein Leben im Fleisch, von ein Leben in der Begierden, von ein Leben in der Sinn, von ein schlechtes Leben,
te ein niet rennet Leben, wo heu Christus dein det, dort du post de Suten sei er verab. Und wollt ihr de Suten, da will nicht, dass ein Mensch so eine Änderung in seinem Leben überhaupt beleben wird. Und du wirst erst de Suten, auch du, wo ein Mensch sich bekehren wird, ob der steht reut, du auch seine Suten manche strähen. Und nicht bloß du, sondern auch Luther, wenn der Mensch sich bekehrt hat, versiegt er immer noch, als er nicht doch noch kann, von seiner Sut, der auch nach dem Hort ansträhen, auch wenn er sich zwar bekehrt hat. Er versiegt irgendwo von dort, was er verloren hat, zurückzukriegen. Paulus schrift in 2. Korinther, den 11. Kapitel, im 3. Vers, 2. Korinther 11, Vers 3, sagte, ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Paulus weitert. Weitert, dass der Feind nicht ruhig ist, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Wenn ein Mensch sich bekehren, der Feind, der ist nicht ruhig. Der Feind, der lässt sein Opfer nicht einfach gehen und sagt, na ja, lebe wohl. Eine schöne Zeit wieder. So der Feind dort nicht. Sondern post ab und der hat alles, dass der Mensch doch wird irgendwo in seiner Macht blieben. Und hier sagt Paulus, hat ein Befürchten, dass der Feind mit Last, dass gelegen wird, da wollen auch bekehrt sein, da ihre Gesinnung zu verdorben, mit Last. Die Last von Satan bei der Bekehrung, oder die Last von Satan bei einem bekehrten Menschen, wo der Satan dabei, wo ist der Sud, wo der Satan für sich in den Menschen hört, nennt die Strähnen, weil er sich entscheiden, da für Jesus zu leben. Und dort sagt hier, der Satan für sich mit Last irgendwo zu verdorben. Du machst dort unsere Gesinnung in Christus nicht wird lauter sein, dort nicht wird rein sein, dort nicht wird ganz sein, dort nicht wird echt sein. Und ich will dort mit 3 Beispielen von Pharao, in 2. Mose, ab uns Leben anwandt, oder ab dem Leben von uns Menschen, so aus der Satan auch uns versiegt, von den Golden Weg aufzubringen. 2. Mose, den 8. Kapitel im Vers 24. Gott hat sein Volk befohlen, Gott hat Mose befohlen, gut nach den Kinder Israel, und lädt er aus Ägypten rüt. In Ägypten, da werden die Kinder Israel und ihre Knechtschaft von Pharao. Sie werden Sklaven, sie werden gar nicht frei. Dort, wo der Pharao sieht, dort müssen sie da unser Leben unter der Putsch von den Pharao. Und dort braucht die Bibel von der ersten Tag von einem Menschen, wo er unter der Macht und wo er unter der Putsch von den Satan leben wird. Wo er Force ist unter den Wellen und unter den Wacht von Satan. Und Mose geht in Pharao und sagt, Gott hat gesagt, sein Volk soll aus das Leben und diese Knechtschaft, du soll dort rütgehen, dort soll frei werden von dieser Knechtschaft. Nämlich, die sollen in ein anderes Land leben, die sollen ein anderes Leben haben, als was wir gelebt haben. Und der Pharao, der wehrt sich. Der lässt das Volk Israel nicht gehen, der sagt, nicht versauen, was will ihr? Die wollen mir hier nicht gut so hostig weichgehen. Sie hält die Suten auch seine Opfer vor. Der lässt nicht einfach gehen. Und Gott checkt eine Pläu, Gott checkt eine 2. Pläu, eine 3. Pläu, eine 4. Pläu. Und nur die 4. Pläu, da werden wir mal einen Vers lesen. 2. Mose 8, 24. Du erste Pharao, du jeft ein starkes Gebiet. 2. Mose 8, 24. Da sprach der Pharao, ich will euch sehen lassen, damit ihr den Herrn, euren Gott, in der Wüste Opfer darbringt. Lut ihn gut. Ein anderer, wie gesagt, sagt er, bekehr die. Ja, die musst die bekehren. Ja, da wird schön sein, wenn die bekehren das. Lut die gut, die kostet Gott dein. Aber sagt er, aber zieht ja nicht weiter. Gut nicht wahr, tragt nicht wahr von hier. Je kann du wen hier unter Pharao wohnen bleiben. Je kann unter den seine Knechtschaft bleiben. Unter den sein Joch, unter den seine Putsch, unter den sein Wern. Kann je wohnen bleiben. Blieb doch hier wohnen. Gott dein, das gebe ich auch, das kann je auch. Haft der Feind hier frei gibt.
Und ich glaube, es ist dort versägt der Feind von der Tag auch noch, den Menschen in seine Macht zu holen. Er sagt, lebt für Gott. Ja, die kannst doch für Jesus leben, lebt doch für den Herrn, aber blieb wo du bist. Der Feind, der will die Herrschaft, die Gewalt über den Macht, die Lehring in den Mensch, der will den nicht losluten. Der will die Lehring in den Mensch holen. Der sagt, trag nicht weg von hier, dein den Herrn, aber blieb du wohnen, wo du bist. Blieb in der Gesellschaft, wo du bist. Blieb in dort alle Leben, wo du bist, und was immer. Christ musst du wollen, aber blieb hier. Sicher, die großen Sünden, was immer, die grobe Sünden, da sollst du offline, da sollst du vielleicht mal abhören, aber evens, blieb du wehen und ja meine Putsch. Blieb du wehen und ja meine Putsch. Ich würde wieder anladen, du wehen. Gut nicht, so weit war. Blieb du wehen in der Macht, blieb du wehen in den Kreis, wo du nie gelebt hast. Und so sagt der Pharao hier, aber Gott hat sein Volk bestimmt, Friede geworden. Gott hat gesagt, rüht hier soll ihr nicht länger leben. Die hier auf eine andere Stadt haben. Und der Feind, der hält was drei. Hat der Feind dort auch einmal gesagt zu uns, der hat auch einmal gesagt, ja, so ein schlechtes Leben sollst du vielleicht nicht leben, mit der Grube sind, dort Schlemme, dort wird man schein sein, dort abzuhieren, aber bloß ein Schritt an den Haaren zu tun, in Ebensober, und ja den Wellen von Sodom zu bleiben. Und ich glaube, dort ist der Last von den Sodom. Heute habt ein starkes Gebiet. Und viele bilden sich damit an, ja, dann sind sie nicht durch, wo Gott ihn haben will. Aber Gott hat ihn nicht ab der Stadt haben will. Jakobus sagt uns, wer ein Freund von der Welt sein will, der merkt sich dem Feind Gottes. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht, dass sie würden, kann Gott tun und danach aber wieder unter der Pitch von den Pharao bleiben. Das schafft gar nicht. Wer den Freund von der Welt sein will, der merkt sich dem Feind Gottes. Und dann geht das wieder. Gott schickt noch eine Pläu in Amavara, weil Pharao haben, dort sie veranbeten sollen, die Pläu und der Gun war Eva, aber er lässt Israel nicht gehen. Kommt der 5. Pläu, der 6., der 7. und nur der 8. Pläu im 10. Kapitel im Augenfarsch. 2. Mose 10, Vers auf. Da sagt er, nicht so, sondern ihr Männer geht hin und dient dem Herrn, denn das habt ihr auch verlangt. Und man jagte sie weg von dem Pharao. Nu kommt das Patur, dass der Pharao noch ein besseres Gebiet geben wird. Und nu sagt er, jo, je Männer, der Führer von der Familie, ja, je kann Gott dein. Dein Gott, aber dort nicht jene früh mit das Evangelium belästigen. Bring Christus nicht in jene Familie nennen. Die kann gehen, aber jene Familie, die bleibt du wehen unter der Herrschaft von den Pharao. Die kann du wehen hier in Ägypten bleiben. Dort wird alles schaffen. Die kann du wehen Gott dein, aber evens bleibt es dann so. Er hat dort ein starkes Gebiet, und er sagt, je gut ein bisschen wieder. Hat der Feind dort auch einmal gesagt, kann wie dort auch. Und der Feind sagen, dat, jo, die dein dem Herrn, aber du deine Familie nicht, du mit belästigen. Lut du wehen im Frieden. Bring nicht den Unfrieden deine Familie an, indem du Christus verkündigen lässt. Gut, die Männer, jo gut haben, aber ebens, dat Eva je wat durchriegt dann und ho. Du bist ja dann nur auch ein Christ. Die Familie bleibt ein Sklav von dem Feind. Die Früh, die Kinder, manchmal sind das die Eltern bad, aber das Eva je bleibt ein Sklav von dem Feind. Die bleiben Sklav unter den Pharao, wann sie so wollen gegangen sein. Gott will das nicht. Gott will, dass die ganze Familie rücken soll. Die sollen alle rücken, die sollen alle in das verheißene Land Kanaan gehen. Da soll keiner von der Familie mehr unter der Putsch von den Pharao bleiben. Keiner mehr unter den Wellen von den Sodom. Da sollen alle gehen. Traurig ist dort, wenn ein Mann sich für Christus entschieden hat, aber wenn die Kinder wieder den Teufel der Hängen evaluieren wollen, den Teufel seinen Hängen evaluieren wollen, dort ist traurig zu sein. Wenn die Generation nu uns, trotz Ermahnungen und trotz Warnungen, soll was einmal einen schlechten Weg gehen, irgendwo irre gehen soll, dann lohnt uns aber darauf achten, dass wir nicht durch uns schuld sind, wann da in den Teufel seine Hänge geroden tun.
Als Josua vor das Volk Israel stehen dort, und er ist eine Frau stehen dort, wem sie dahin will. Dann sagt Josua, ich in mein Haus, wie werden den Herrn dahin? Und er hat seine Verantwortung, er voll dort. Und er wisst dort, und vor allem wie dort klar, er wird alles daran tun, dass er in sein Haus, in Gott seine Wege wohnen will. Ich in mein Haus, wie werden den Herrn dahin? Pharao sagt, und so sagte Sultan von der ersten Tag noch, jo, sie doch ein bisschen Christ, aber die Familie, die sich selbst evaluieren, der wird sie Wahrheit aufhängen. Das ist ein von den Last, was der Sultan hat. Und heute läuft du mit, den Menschen zufrieden stellen zu können. Na ja, ich sehe dann nur Christen, was immer, man beruhigt sich dem Teil damit, aber in der Wirklichkeit ist man nicht nur, was wo Gott ein Rüter haben will. Dann, das wieder nur der 8. Plau. Dann kommt noch eine Plau dazwischen, der 9. Plau, dort wir all viel schlimmer. Gott redet sehr hart zu den Ägyptern und Gott beweist sich sehr direkt, sehr klar zu den Israeliten. Und nur der 9. Plau, dann jaft der Pharao noch ein bisschen bei. Im 10. Kapitel, Vers 24. Da ließ der Pharao Mose rufen und sprach, geht hin, dient dem Herrn, nur eure Schafe und Rinder sollen hier bleiben, lasst auch eure Kinder mit euch ziehen. Nu sagt der Pharao, jo, nu dürft ihr doch mit der ganzen Familie gehen. Gut mit jener Familie, dient dem Herrn mit jener Früh, mit jener Kinder, nehmt alle mit, lebt alle für Gott. Die dürfen alle gehen. Aber jener Schub, und jener Rinder, und jener haben Gott, dort wird die haben, dort bleibt du wie in meine Herrschaft. Dort bleibt hier bei Pharao. Dort bleibt hier unser Minepitch. So tun der Welt der Herrschaft von der täglichen Leben nicht aufgeben. Der sagt, leb doch für Gott. Mit deiner ganzen Familie, mit alles, was immer, mit deinem Leben. Aber mit den täglichen Sachen, du gut wieder, dass du gelebt hast, nicht alle Leben. Der will der Feind wieder dort sein haben. Die Schuppen, die Rinder, jo, dort hämmert Gott nicht. Die braucht ihr nicht mitnehmen. Die wollen hier bleiben. Und ich glaube, dort ist auch ein von den Last, wo die Sultan brauchen das. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wenn er für Gott leben will, dann sagt der Sultan, den Eigentum, dort, wo du hast, wo du ihnen das, schau dort für die, dort wirst du ein Tag brauchen. Dort ist du dort was, freu nicht Gott du noch. Und dann haben wir ein paar Träger gehauen, wo Gott aber will den Menschen ganz erlösen in der Macht von den Satan. Ganz. Er will den Herrn dein, aber von der anderen Seite regiert der Mammon den Menschen. Und die Schrift sagt uns aber, keiner kann zwei Herren dein. Entweder wird er den einen anhängen, in den anderen huten, oder er wird den einen verachten, den anderen läufern. Da wird dort waschen, jeft dort nicht. Und der Sultan, der sagt aber an seine Last, dort wird all schaffen, dort wird all schaffen. Nur die tägliche Sachen besiegen christliches Leben. Dann wird dort auch all schaffen. Aber der Herr, der hat uns dir losgekauft, mit uns ganzes Leben, und mit alles, was wir haben. Je hielt arm, und heu will dort wir selber verarm leben. Versteht dort von der Tag in unserem Leben? Wenn wir drei denken, wo wir uns für Christus entschieden haben wir eine reine Beziehung zu den Herrn? Haben wir von ganzen Horten uns am Hai gegeben? Oder haben die Sultan vielleicht auch mit seiner Last durch versucht, waschen zu kommen? Weil wir doch uns ganz von den Pharao trennen, von das alte Leben, und weil wir ganz dem Herrn gehören. Amen. Nummer 174. Es war, dass Jesus starb für mich und büßte meine Schuld, dass Gottes Sohn am Kreuz verblich
sparsame Huld. An dem Kreuz brach der Morgen mir an, und des blinden Auge ward aufgetan. Denn ins Herze ließ ich den Heiland ein, Hosianna, nun ist der Friede mein. Trug meine Sünd das Gotteslamm, galt mir sein Schmerzensschrei. Dann seh ich ernst am Kreuze stand, was Gottes Liebe sei. An dem Kreuz brach der Morgen mir an, und des blinden Auge ward aufgetan. Denn ins Herze ließ ich den Heiland ein, Hosianna, nun ist der Friede mein. Die Schuld mit Tränen heilen kann ich nie dir zahlen ab. Hier, Jesu, nimm mich selber an, ist alles, was ich hab. An dem Kreuz brach der Morgen mir an, und des blinden Auge ward aufgetan. Denn ins Herze ließ ich den Heiland ein, Hosianna, nun ist der Friede mein. Ich von meiner Seite mag in jedem Gottesrecken Fried wünschen in diesem Vermehrer. Mir hat von der mit uns auch über Gottes Wort auch wieder über zu denken in Philippa 4. Wer die Bibel mit Hilfe schlägt, hier auf von Vers 4 bis 8. Und eigentlich will ich auch bloß über dort reden. Und hauptsächlich auch bloß über den 8. Vers und die Gedanken zu sein. Mir hat eine Geschichte, die ich mal gelesen habe, hier einfach zu vertellen. Und ich will die über während dieser Wiederansprache einfach zuhören, was ich mit dieser Geschichte vertellen. Was ist das von der Liebe für uns von dieser Geschichte? Ich will nicht anwenden, selbst indem ich sage, check das, was die Geschichte uns lehren will, oder ja, oder das was, sondern einfach zu vertellen. Und dann, dass ich auch während der Predigt, dass ich am Ende von der Predigt, hoffe ich, dass ich das habe erklärt, dass es deutlich ist, was diese Geschichte uns lehren kann. Und in 1988, das ist nicht so sehr lang zurück, wo die meisten von uns wie gelebt haben, viele von uns wenigstens, du ist es passiert in Deutschland, dass du ein paar junge Männer wären, vielleicht Junges, die du Räber wären, sie wären ähnlich in einer Bahn. Und sie nehmen sich was Sachen vor, Geld, besonders bei einer Bank, und dann auch ein Futtich, was sie sich stehlen dann zum Ötchen. Und dann fangen die Polizei herunterzukommen, wo sie einfach versuchen, Futter kommen. Sie kommen auf eine Weichen ab, der endlich sogar ein anderes Land, über den nennt, Viertbett in Holland, und sie sind über 1000 Kilometer ausgeklebt. Also, das fängt an, und die letzte Geschichte, dann ist es auch, dass sie sind über 1000 Kilometer wieder gefahren, und einfach einmal versucht, irgendwo Futter zu kommen. Durch hinweis hat das viele gegeben, sie haben bei uns noch Futter gewechselt und andere genommen, und einfach sind wieder weggerannt, weggefahren und ausgeklebt. Und dann passiert das ist so eine Sache, das hat mit Stunden zu tun, wo all, das wird all bekannt. Das sind auch die Posten, die waren dort ein, die TV-Programme waren dort ein. Und die sind auch hier alle am Weg heran, das alles abzufilmen und das Ganze dann auch bekannt zu geben und zu sein, was heran. Die Polizei ist heran. Und gesagt wird, dort über den als hastig Futter eigentlich hier alle am Weg wären, und alle zum Teil ging das nicht um diese Räber hier. Also die fuhren heran, sie haben das abfilmen, sie haben das bekannt merken, und der andere haben dann noch wirklich die Räber festzunehmen. So ging es hier umher. Hinterwegs passiert, dass sie nach wem
Da wird ein von diesen Räuber wird festgenommen, da hat nach eine Früh wird enthalten, da in einem Jahr wird enthalten, da wird festgenommen. Dort sie loskriegen, mussten sie nach einem Menschen dort scheuten. Und so wird es endlich eine ganz schlimme Geschichte. Und dort kam berührt, dort endlich 3 Menschen am Leben gekommen wären, some wären auch verwundet worden. Und so, als sie dann eben dem an eine Kranz kommen, wo viele Futter dann rankommen, wo die Räuber nicht mehr futtern, durch erst die TV-Jungs und die Post-Jungs und so weiter, sind Futz durch in Stahlen früher und der eine, der hält sich Mike fair und fragt, was alle dann zu dem Räuber, nicht? Und der Räuber, während es am gefilmt wird, eine Frau gestellt, was hat sie eine Pistole hält, den anderen den Pistole fair, und so, ja, wird dann Interviews und ja, wird einfach bekannt gegeben. In dem Teil wird dann gesagt, dass ähnlich die Bekanntmerker, die Posten und die TVs, dort durch ist denn so ein großen Schuden wären. Die Polizei, die können nicht tun, was sie wollen. Wenn das wie ein Teufel vor dir, die wollen so hier alles bekannt merken, alles soll bekannt gegeben werden und so wieder. Die steht in der Polizei, ihren Dienste zu tun. Die Polizei kann nicht nur, dass wir alle fallen, die wissen nicht korrekt, wo die Sachen nicht zu handeln. Und so wird es endlich, was schlimmt, aber der andere sieht, was zum Lachen, dass man so doch, was ja nach alle. Aber dort ist es berührt kommen dort. Sie hatten endlich, wären sie so interessiert für die Sache, dort bekannt zu geben, die erste zu sein, und zu wollten Wort auch kriegt dann gerannt wir, dort sie stehen, dort ganze durch bekannt, ja einfach dort ganze durch die Arbeit von der Polizei gesteht wird. Mir geht nicht dazu, Philippa 4 zu lesen, von Vers 4 bis 8, und dann einfach bis in Tags auf Ende gehen, was uns hier sein wird. Hier sagt es das in Philippa 4, von Vers 4 und wieder. Freut euch im Herrn alle Zeit, aber mal sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautet, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Hier soll wir nu, dort hier am 8. Vers, sehr klar und sehr deutlich die Gedanken von einem Gläubigen. Und ich habe einfach so mein Thema auch genannt, wo sieht ein geistliches Denken aus? Wenn der 8. Vers fängt es an, im ewigen Gebräuder. Und dann wird viele gesagt, Wort wie im ewigen sagen, und dann zuletzt wird gesagt, darauf seid bedacht. Wir würden einfach sagen, erst ein seid im übrigen, ihr Brüder, darauf seid bedacht. Ab Wort. Und dann wird das hier alle abgenannt, ab was wir sollen bedacht sein. Also, das geht um Gedanken. Das geht hier um das Denken von einem Gläubigen, ein geistliches Denken, wo sie dort in Wirklichkeit ut. In mir Gott, bevor wir zum 8. Vers kommen, an die Gedanken zu sein zu dem 6. Vers. Weil ich glaube, das ist auch eine Voraussetzung, eine Bedingung, was uns da ähnlich auch gesagt. Jemand sieht mal, ein Christ im Durchschnitt denkt 10% an Gott, an Jesus Christus. Und ich dachte mir, ich nur, ich das nu auch über mir heute merken dort. Dann dachte ich so, denkt Mensch wirklich so viel daran? Denkt wir als Christen 10% an Jesus? Wir würden sagen, das ist wenig. Wenn Jesus ans Leben ist, das ist wie eine Einleitung auch jeden, das heute ist, was ans Leben verändert hat, und nie gemerkt habe, als 10%, sehr wenig, wenn wir unsere Gedanken am Leben tun. Aber ich freue uns, denken wir 10% an, vielleicht noch weniger. Weißt du, und ich will uns doch von Fern an sagen, unsere Gedanken, das haben wir sehr, sehr viel zu tun. Unsere Gedanken, die sind nicht so, als unsere Menschen nochmal sein, die kommen einfach und dann sind die durch und wir können nicht mehr tun. Das ist eine Lehnis. Wir können mit unseren Gedanken sehr, sehr viel tun. Und unsere Gedanken, die sind auch nicht tagsfrei. Das gibt Grenzen in Europa und Nordamerika. Da kann man tagsfrei einfach an und 3 Sachen führen am Duel vor. Unsere Gedanken, die sind auch nicht so dort. Da wollen wir dafür auch unsere Tagsmatten vertun. Unsere Gedanken, durch Wort Gott, er schrift auch alle unsere Gedanken ab, oder das heißt, wir wollen auch für unsere Gedanken auch Rechenschaft geben. Unsere Gedanken, haben wir sehr viel mit tun. In der 6. Vers, die sagt es das. Er sagt einfach,
zorgend om niks, sondern in alles laat der gebed en flehen met danksagung jene aanleggen voor God komen. Einmal wat je zegt, zorgend om niks. Van de andere zijde hebben we dan automatisch verstaan dat de Philippa, hier staat zo, de Paulus dan de Philippa, hij wil het hier zijn. Ja, das Leben als Christ hat Schwierigkeiten. Das hat Situationen, wo man bedeutsam ist, wo man besorgt ist, wo man Sorgen hat und so weiter. Und hier wird gesagt, sorgend, aber nicht. Also, da kann drauf ankommen. Anders würde er das nicht gesagt haben. Er sagt, sorgend am nicht, sondern in allen Lut, dort wird ihnen ähnlich Bedürfnis geben, das für Gott kommen. Gott, wie kann das so sein? Gott lässt uns manchmal Situationen, Begebenheiten tun, wo wir immer bedeutet sind. Und wir wollten nicht warum. Und wir können das nicht ganz verstehen. Wir merken uns Sorgen. Und von der anderen Seite, können wir ihm das bara aufgeben. Er lässt es tun, und dann können wir ihm das aufgeben und einfach auch davon vergessen. Und einfach auch anvertrauen. Weil das ist nicht immer einfach. Einfach zu sagen, Gott, du wirst dich kümmern. Gott, ich konnte die Sache nicht verstehen. Mir ist es nicht deutlich, dass du da toll und ist, diese Situation, mit mir vielleicht Sorgen, was immer vielleicht wegen der Kinder, wegen der Eltern, wegen des Nachbars, wegen was immer das ist. Man kann viele Völker nicht verstehen. Und wir können auch das einfach aufgeben. Und dann wird hier aber gesagt, im Satz der falsch, dass wir uns nicht sorgen sollen. Und dann wird gesagt, woher oder wo? Wo ist es möglich, dass wir uns nicht sorgen können? Er sagt, sondern in allen lasset durch Gebet und Flehen, also unsere Sorgen, unsere Bedürfnisse, so wie durch ein Gebet, durch ein Flehen. Das kann sein, das wird nicht einfach bis an Gott sein und vorig. Vielleicht wollen wir mal anholen sein, vielleicht wollen wir mal eine Sache flehen. Durch Gebet und Flehen, und dann wird gesagt, für Gott das bringen. Aber da wird noch eine Sache dazwischen, die sagt, wo sollen wir das für Gott bringen? Hier wird gesagt, durch Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wollt ihr Geschwister, wir können nicht abrechnen, dass das nicht uns wird passieren, dass Gott uns die Sorgen wird aufnehmen, wenn wir nicht reut sind, diese Bedingungen einzuholen. Und die Bedingungen sind in Gebet, in Flehen, in Danksagung. Da wird gesagt, so sollen wir das für Gott bringen. Und wollt ihr, wenn wir, ich will das einfach nicht mehr anderweitig sein, wenn wir vergrünzt und vereuert Sachen sollen, was da passieren, und einfach da vielleicht auch für Gott nach guten Amte bringen, dann wird Gott uns nicht versprechen, dass er uns diese Säulen wird aufnehmen. Er sagt, mit einer Danksagung, mit einer dankbaren Haltung, mit einer dankbaren Stimmung. Wenn wir nicht wollten, woran, aber Herr, wir danken dir dafür, und wir wollten das gut, und wir loben dir dafür, und wir beten einfach, Herr, musst du uns hier helfen, diese Sache zu drehen, dass wir nicht hier verzählen, dass wir nicht uns etwas schwer merken, musst du uns, also mit einer dankbaren Haltung. Weißt du, wie versuchen das kann selbst erklären? Mit unseren Gedanken, wir drehen mit einem Kopf da oben rum, und wir wollten nicht korrekt werden, wir können vielleicht nicht verstehen, wir beschuldigen Völker irgendwem dadurch, und vielleicht auch manchmal nicht bis mit unseren Gedanken, sondern mit uns reden, mit unseren Gefühlen, mit unseren Beziehungen, wie das kommt sogar unsere Familie vielleicht zu belasten und so weiter. So versucht wie mit Sorgen mit umzugehen. In der Bibel sagt aber, mit Gebet und Flehen, mit dankbaren Worten. So soll wir mit Sorgen umgehen. Wenn wir Sorgen haben, dann wollen wir erstlich dankbar sein. Weil wir Gott dafür danken, weil wir uns freuen, und dann wollen wir mit umkommen im Gebet und mit dem Flehen und so weiter. Und wenn wir nicht zu dem 8. Vers kommen, dann will ich uns so sagen, Gott will seine Kinder, Gott will die Christen auf einen höheren Niveau von Denken anbringen. Gott ist nicht zufrieden, wenn Christen auch seine Gedanken führen aus der Welt führen. Gott will, dass wir als Christen ein höheren Niveau haben, dass wir einen höheren Stab sind von Gedanken, wo wir unsere Gedanken führen, und wovon wir Gedanken wir haben und so weiter. Und ich will das so sagen, wo du dich mit beschäftigst, das was du die Worten wird. Mit dort, was du dich beschäftigst, das wirst du wahr. Du kannst nicht was anderes sein, als mit was du dich beschäftigst. Dort, mit was du dich beschäftigst, das wird die wahren wird. Und das hat wir mit unseren Gedanken zu tun. Jemand sieht, was es ist. Wir können den Frieden von unserem Herzen, den Segen Gottes, und das Glück soll je, und das Frieden in unserem Leben, das können wir beholen. Dann seht ihr, das ist, wenn wir uns nicht mit das Böse rum uns, und mit das Böse in anderen Menschen beschäftigen. Ich will das wiederholen. Wir können den Frieden im Herzen,
wir können den Segen Gottes und wir können die Glückseligkeit und die Freude in unserem Leben beholen, wenn wir uns nicht mit der Böse beschäftigen, um uns und mit der Böse in anderen Menschen, sondern kriegen im Gegenteil. Wenn wir uns mit dort beschäftigen, dann mit dort Gute um uns und mit dort Gute in anderen Menschen, was andere Menschen haben, was in anderen Menschen ist, dann können wir glücklich sein, dann können wir froh sein. Aber uns fällt das viel, viel leichter aus Menschen, mit der Schlacht uns zu beschäftigen. Und hier wird uns gesagt, mit wo wir uns beschäftigen sollen. Im Ewigen bedenkt. Was sollen wir bedenken? Und das erste ist, alles sollen wir bedenken, was der Wort sagt hier. Alles, was wahrhaftig ist, alles, was der Wort ist, das sollen wir bedenken. Was ist die Wahrheit? Es ist ähnlich schwer auf die Rüte fing, von der schon da. Was ist die Wahrheit? Weil diese Frau, die stellt auch Pilatus damals Jesus. Er sagt, was ist denn die Wahrheit? Die Wahrheit, die schien sich von der schon da wirklich schwer Rüte fing, verkommen. Wir haben doch manchmal Menschen gesagt, ich hatte selbst manchmal nach Verkommen wird einfach gesagt, alles hat zwei Seiten. Aber manchmal schien sich so, dass die sagen, das hat nochmal zwei Seiten. Nicht? Was ist wirklich die Wahrheit? Einer sagt so, der andere sagt so, der andere sagt noch anders. Und die meinen das alle ernst und die meinen das alle aufrichtig. Was ist von der Wahrheit? Weil die Welt nur recht, wenn wir uns dafür interessieren, wenn man nochmal nur rechten, sich dafür interessiert und mit das zu tun hat, dann wird das auch einmal gemerkt haben, die nur rechten, wo kann es nicht wollten, dass die so sind? Ist das wirklich ganz so? Das kann sein, ziemlich anders. Dat je so ver kan worden nu rechten wiedergeven door zo lang niet stemmen. En dat is niet immer leicht hervormen, want dat is de waarheid. Aber verken ist es auch leicht hervormen. Es ist nicht immer so schwierig, die Wahrheit wirklich zu hervormen. Weil die Bibel die sagt, dort was wahr ist, du selber bedacht sein. Aber mit diesen Sachen sollen wir uns beschäftigen. Ein höheres Niveau zu kriegen, das ist, wenn wir uns mit Sachen beschäftigen, die wahr sind. Und mit Sachen, die wir nicht wollten, dass die wahr sind, die Tochter schauen. Einfach zu sagen, okay, ich weiß nicht, was hier ist, oder nur zu tun. Das ist, was die Bibel von uns fordert. Heute mal mit Menschen zu tun gehabt, oder vielleicht bist du kriegst oder irgendwie von uns, dass wir einfach, wir wollten die verteilt uns die Geschichten, wo scheint das wir, oder vielleicht auch wo schlecht das wir, oder vielleicht wo viele so erlebt haben, oder wo wenig. Und die horchen das an, die verteilt das so begeistert, und was immer das ist. Und die meinten das endlich wollt die das stimmt, was die sagt. Die werden das irgendwo dramatisieren, die werden das irgendwo besser oder schlechter durchstellen, als was das wirklich ist. Die Bibel sagt hier, wenn dieses dort ist, dann sollst du mit abhören. Sondern was da wahrhaftig ist. Mit dort sollen wir uns beschäftigen und nicht mit Sachen, die überhaupt nicht wahr sind. Wahrheit ist das Gegenteil von unzuverlässig. Das bedeutet, zuverlässig zu sein. Weil wenn wir denken an das Ganze, was ich nicht gesagt habe, was ist Wahrheit, echt zu sein, ganz zu sein, dort, wo das stimmt, dann glaube ich, ja, das meist nicht anders wäre, weil ich mir gedacht habe, der denkt dann irgendwie auch, das ist Jesus nicht so. Die Wahrheit ist Jesus Christus. Wenn wir die Wahrheit erfahren, dann sollen wir ab dort bedacht sein. Und wenn wir uns nicht sicher sind, wir haben vielleicht bis eine Seite angehorcht und der andere Seite haben überhaupt nicht angehorcht, dann sollen wir das lieber tachluten. Die Wahrheit ist Jesus Christus, heute ist die Wahrheit in Sachen, wir können auch sagen, Wahrheit ist auch dort, was wir selbst belebt haben oder wo wir wollten, wo das in Wirklichkeit ist. Also, mir hat das immer so top zu sein, wenn wir uns mit Jesus beschäftigen wollen, und wo wir uns mit Jesus beschäftigen, dann wo wir uns bloß mit der Wahrheit beschäftigen. Dann brauchen wir nicht bedüren, was ist alle wahr, was ist nicht wahr. Das ist die Wahrheit. Jesus ist euch, er ist zuverlässig, er ist ganz. Dort, was er sagt, das stimmt. Das andere, was er sagt, wird alles, was wahrhaftig und dann, was ehrbar ist. Ehrbare Menschen, das sind Menschen, die untreibend sind. Aber da ist man wirklich top. Man merkt, das ist euch, das ist ehrlich, das ist, dort, was er sagt, das stimmt. Das ist, wir würden ja noch sagen, das Gegenteil vielleicht von heuchlerisch. Man stellt sich vielleicht einen Bruder fair, als wenn er dem Lauf hat, als wenn er dem alles sagt, und ob er hängt am Regen, geht er ganz erst vertreten. Das ist nicht ehrbar. Ehrbar ist, ich sage, was das ist, und was die Wahrheit einfach dann auch muss sein. Ich rede ganz kurz mit einem Mann von 6 Uhr, verteilt dann, wo er ein doppeltes Leben geführt hat.
thuis, hij wist het ganz genau, seine Frau, wo sie denken, hij wie ein feiner Mann. Und dann, wo das Wort hat angefangen an zu reden, und wo wir so mit das Wort betroffen geworden, dass wir auch zu der Einleitung hier in der Bekehrung, wo Menschen sich bekehren, wie er über den, so wie ich weiß, er will sich bekehren, er will ein anderes Leben anfangen, aber er kann das nicht seine Frau sein. Er wusste, dass seine Frau wird tot und täuscht dann eben an, weil er wusste nicht, was er von Leben führt hat. Und dann hat er sich davon bekehrt, aber du kommst keine Frucht berührt, du kommst kein Wachstum, weil ich will mich nicht mit meiner Frau reden. Und dann, wo Herr Luther einfach war, wir taub gebrochen, und Meier verstanden hat, einfach hat gesagt, okay, ich rede mit meiner Frau, und wo er ging, und er wird einfach arg. Er wird einfach ehrbar. Er wird einfach so serviert. Er sieht seine Frau, so steht er bei mir im Leben. Und von da an kann er wachsen, kann er vorankommen. Menschen, die da ehrbar sind, Sachen, die da ehrbar sind, mit dort sollen wir uns beschäftigen. Mit dort sollen wir bedacht sein, ab dort sollen wir bedacht sein. Und wir selbst, wir sind ehrbar, sollen wir sein. All dort, was nicht würdig ist, was nicht ehrbar ist, das soll in unserem Leben rühren. Wenn wir so eine Sache haben, so ein Benehmen, dann sollen wir damit arbeiten. Das soll in unserem Leben rühren. Wieder, was ich sage, alles, was gerecht ist. Das wird gerecht, das kommt in der Bibel, glaube ich, tausendlich mal fair, wird von reden, dass über gerecht zu sein. Gerecht wird es in Wirklichkeit gerecht. Ich glaube, gerecht hat damit zu tun, dass mit dem Gesetz. Wir haben den Gesetz, und wenn wir das Gesetz entsprechend leben, dann sind wir gerecht. Das ist einfach ein menschliches Gesetz gegenüber. Gott gerecht gegenüber zu leben, das ist dort, wenn wir dort tun, was Gott von uns will haben, was er abgeschrieben hat von seinem Wut, und wir einfach, dort nur kommen. Weil von der anderen Seite kann man das so stellen. Wir wollen das, glaube ich, dass wir alle nicht das Gesetz einmal treu war sind. Nicht der bolivianische Gesetz, nicht der biblische Gesetzbuch, dass wir alle einmal treu war. Wir haben uns in Sachen verfehlt. Was haben wir dann nicht gerecht sein? Ist es für uns nicht allmählich gerecht zu sein? Unbedingt ist es für uns auch mählich. Weil ich glaube, die Bibel nennt gerecht zu sein dort, wo ein Mensch seine Verfehlungen, wo er falsch, wo er verfehlt hat, das Gesetz gegenüber, dort reut es tot zu tun und reut es sich zu stellen und was sich zu entschuldigen. Und dort ist ein gerechter Mann. Die Bibel redet von vielen Städten, von dort wie ein gerechter Mann oder was immer von ihm gesagt wird, von Mann Gottes. Das meint nicht, dass der Schimmel, wo ein Fehler gemerkt hat. Das meint nicht, dass die Gesetz Schimmel sind, haben gebrochen. Sicher haben das gebrochen. Aber sie wären reut tot zu tun und das war zu stellen. Und zu sagen, okay, entschuldige mich, dass ich das getan habe, dass ich das gesagt habe, dass ich hier vielleicht, was immer das ist, was Dinge geholt habe, einfach reut zu stellen und zu sein, so ist das. Und dort ist ein Mensch, der gerecht ist. Und was ich mit so einer Sachen sagen, wir uns mit beschäftigen. Dort, was gerecht ist, da sind wir am Bedacht sein. Wieder wird hier im 8. Vers gesagt, alles, was da rein ist. Die Übersetzungen sein, was da keusch ist. Das Gegenteil von Unmoral. Alles, was nicht rein ist, von dort sollen wir uns einfach weichholen. Damit sollen wir uns einfach nicht beschäftigen. Wir würden nicht sagen, wir haben einen schwinschen Handel getrieben. Wir würden sagen, dass es nicht was rennt. Und wir sollen uns mit was rennt beschäftigen. Ich glaube, hier so in diesem Wort hier sind so rein, es hat mehr unsere Moral angeregt, aber ich glaube, wir können auch kriegst Gott, dass ich sehe, wir können sagen, da haben schwinschen Handel getrieben. Menschen hängen nicht geführt, fehlgelehrt, was immer das ist, dann sagen wir, denn sie hängen sind nicht rein. Der ist schwinsch, der ist nicht aufrichtig. Unbedingt hat es mit dort zu tun, aber besonders kann man hier auch sagen, keusch, das ist einfach im moralischen Sinn, ein reines Leben zu führen, nicht ein doppelt schneidiges Leben zu führen. Weil wir haben so gleich einmal im Gedanken, ich glaube auch einer von den anderen von uns wahrscheinlich auch denkt, wie hört sich da an, was sind unsere Medien? Wenn wir an Reinheit denken, dann, an unsere Leute, was wir hören, dann, an unsere Filme, die wir checken, dann, und was immer das ist das alle rein, was wir checken, dann. Die Bibel, der erlaubt uns, von der Bibel her wird uns bloß erlaubt, mit so einer Sachen uns zu beschäftigen, die rein sind. Und wenn wir Leute haben, die nicht rein sind, dann hat die Bibel uns das verboten. Und sagt, mit dort brauchst du dich nicht beschäftigen. Dann kannst du nicht mit dort einfach mitmerken, einfach die mit dort trotzdem befriedigen, wenn dort nicht rein ist. Und kriegst du auch
mit den Filmen und so weiter. Weet je, das ist eine Wahrheit. Und da muss das auch sein, und wir müssen das auch abachten. Weet je, wenn wir sind diese Sachen, aus der Musik, aus der Films, wir würden ja nicht viele Sachen mehr abnehmen, wenn wir diese Sachen nicht ernst nehmen, dann will ich dir das sagen, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du im Geistlichen ein miserables Leben führen lässt. Wo du nicht Sieg hast, wo du nicht Frieden hast, wo du nicht Mut hast, das ist allmählich. Du quälst dich, du bist einmal ein Straucheln, du weißt nicht warum. Die Sache ist, wir beschäftigen uns mit Allmoral und wir waren dort, wo wir uns mit beschäftigen tun. Das ist sehr wichtig, dass wir das wollten, dass wir das verstehen, dass wir das glauben tun. Mit dort, was irgendwie uns beschäftigen tun, das wird in uns Leben worden wird. Und wenn wir nicht auf diese Sachen achten, wir denken, ach, die Musik, man Leute, oder mal das, was immer, es nicht so viel wird, das ist unbedingt wichtig. Wenn wir nicht ein reines Leben führen, dann wollen wir auch so sein als dort. Das nächste, was hier sagt, wir sollen uns beschäftigen mit dem, was du liebenswert ist. Über Dinge, man kann es vielleicht so sein, liebenswert ist irgendwas, wo wir hier über nur denken tun, wenn wir, weil es einfach so sein, von der Bibel her, der wir als Christen bloß uns mit Sachen beschäftigen, die liebenswert sind. Wenn wir an unserem Nächsten denken tun, und was immer wir denken tun, von der Bibel her, was uns als Christen erlaubt, uns bloß mit Sachen zu beschäftigen, die liebenswert sind. Ich will eine Ausnahme merkt die Bibel, und das ist die Bibel, die uns bloß dann die Möglichkeit über das schlechte Ding von dem Bruder, von der Schwester zu denken. Das ist du, wenn ich dem Heilige so ein Sündigen, und ich mir auch nicht vor, die Bibel zu gehorchen zu sein. Ich will ihm gut ermahnen. Ich will auf die Sachen anweisen. Das ist die einzige Möglichkeit, wo die Bibel uns als Christen erlaubt, uns mit den schlechten Sachen von dem anderen zu beschäftigen. Uns wird gesagt, alles, was du ehrbar ist, was du wohllautend ist, mit dort sollen wir uns beschäftigen. Echte Christen, die Hand in Gott will, dass ein höheres Niveau von Leben haben, ein höheres Niveau von Denken haben, ein höheres Niveau von Sachen zu betrachten, zu bechecken, dass wir nicht so sind aus der Welt, nicht aus der anderen, nicht so wie wir in unserem alten Leben wären. Man Gott will, dass wir verändert werden. Und Gott will, dass wir anders die Sachen sollen, dass wir liebenswerte Sachen sollen tun. Wir als Menschen, wir denken so agieren über unseren Bruder, über unseren Schwester nur. Und vielleicht kommen wir dazu sein, wie als Mennoniten besonders. Wir sind endlich von wo wir herkommen, du ist ja so, dass alles, was beobachtet, alles, was überwirkt, wenn irgendwer was gekauft hat, das kann in eine Kolonie wer was gekauft haben, aber das wollte der andere Konto auch. Ich wollte das besonders, auch als wir am Anfang um Manitoba viel wären und so wissen und so wieder, dann wussten die Menschen auch, wem's Buggy dem so ist vorbeifuhrt, wann der auch nicht sein kann. Die können das hören, so ein Piet ging, oder so der Buggy piepert, oder was immer, die wissen alles kriegt. Wir als Mennoniten, wir interessieren uns für den anderen, wo haft er dort, wo ist es, und man wollte einfach alles. Man wollte, wo der andere haft, wo der andere, und so wieder. Und wollt ihr nicht bloß unsere Mennoniten, nicht bloß wir sind es dort, von wo wir herkommen, sondern auch die Mennoniten, die beziehten Ware geboren sind, sind Völker und Krieg so. Und man nimmt als Gläubiger einfach alles Teich von dem Bruder, alles Teich von der Schwester. Man hat keinen Filter, keinen irgendeinen Schulter irgendwo fair. Das ja Familien sitzen und ihren Ethischen reden über alle Sachen, das Schlechteste von den anderen alle durch. Weißt du, Geschwister, das ist nicht reich, das ist falsch. Und die Bibel sagt, du kannst lobenswerte Sachen kostet dich nehmen, Ethisch von dir weiß. Aber über schlechte Sachen, no, das darf ich nicht. Das ist Verleumden. Das ist ein Sinn, was die Bibel uns anweisen hat. In der Bibel, der erlaubt uns, mit liebenswerten Sachen uns zu beschäftigen. Und was in der Dorf nicht so ist das sein, wenn in deinem Leben das passiert, dass du alles andere als liebenswert, die man beschäftigt ist, dann tut du was mit. Du wirst schon mal wirklich glücklich worden, weil du bist hier angehorsam. Du lebst du nicht so, was Gott dort haben will. Und dann, das ist eine Sache, die uns immer dann auch irgendwie durchdrücken wird. Also darf das nicht in unserem Leben wiederkommen. Ich will das mal so sein, wenn du dazu merken, dass es dort. Du beschäftigst dich mit alles anderes, das liebenswerte, ehrbare, gerechte und so wieder, dann sollst du nicht andere beschuldigen,
wenn dir das nicht gut geht. Wenn du nicht glücklich bist, dann du nicht andere dafür beschuldigen. Du bist selbst schuld. Du lebst auch, du darfst einfach nicht auf das achten, was die Bibel lehren wird. Mir bewegt eine Geschichte, Jan an mich hier zu vertellen, der Post hier sei gut. Ein berühmter Maler, den wird ein Tag abgegeben, und dann wird einfach gesagt, wie wünschen, dass du ein Bild von Alexander dem Großen malen lässt, einfach handstellen lässt. Und dann sagt das Maler, dass er das will, er merkt sich dafür freut. Und dann wird er einmal bei sich, und das wie verlangt, dass das wird treu sein. Das Bild, das soll so gut als möglich passend sein, das soll stimmen, das soll einfach so sein, als was Alexander wirklich wird. Das soll so sein, das ist Alexander der Große, das soll schön leben, das schön Fortschritt und das sein. Und dann hat er angefangen, über nur zu denken, sich reut zu merken, Alexander zu bechecken und zu studieren, wo er den wohl handmul. Und hij weet dat, hij kent Alexander van Oya ook al, op een becheckte dollar. En hij merkt dat ook, hij heeft een zeer grote norm over hem stier. En dat is irgendwo een opvallende grote norm. En hij denkt zo, wanneer ik de nu handmolen doe zo, dat is irgendwo opvallend, de norm, en dat wordt onaangenehm loten. En dan denkt hij zo, wat doet dat plus? Wanneer ik de norm er niet handmol, dan is dat niet arg, dan stimmt dat niet. Dat is irgendwo niet ganz, dat het wirklich erst wat aan. Und dann überlegt er wieder und denkt so, ich soll das einmalen, und wo deut das? Und dann fällt mir eine gute Idee bei, und er sagt, ich will Alexander so handmalen, dass er seinen Kopf auf dem Albe absteppen wird, und seinen Finger kriegt er den Nerv holen wird. Also so einfach im Nur-Denken handstellen, dann male ich dem einfach ganz hand, und der Nerv wird das gleich zu sein. Der Herr kriegt seinen Finger dafür, und dann wird der Nerv nicht zu sein. Und dann schreibt der Schreiber dazu, sagt er, wofür ist es auch für uns als Christen so? Wir sollen auch alles tun, was wir können, um den Sinn oder um den Mangel von unserem Bruder, von unserer Schwester mit den Fingern tot zu decken. Mit das will es nicht sein, dass wir sollen den Sinn holen, sondern dass wir nicht sollen das für sie bekannt geben. Wenn du Sinn ist, dann sagt die Bibel, dann geh hin, rede mit dem, das unbedingt. Aber der Mangel, die Schwächen von dem anderen, sagt er, das soll wir versuchen, tot zu decken. Sagt er, wenn ein Finger nicht tot regt, den sie einen Mangel tot zu decken, dann braucht die eine ganze Hand. Wenn dort nicht tot regt, dann braucht beide hängen. Versucht den Mangel, die Schwächen von deinem Bruder, von deiner Schwester, einfach tot zu decken. Weil dort ist, was die Bibel uns hier sagt, liebenswertes, aber dort sollen wir uns beschäftigen. In der Bibel sagt, wir sollen uns gegenseitig auch glauben. Und wenn wir nicht so verreut sind, dann mangelt das auch an uns, an unser Leben, dass wir so unbedingt auch haben. Christen mit einem höheren Niveau, die denken über liebenswerte Sachen nach. Die denken über dort nur, was liebenswert ist, was wohllautet, sage ich dann auch, da hängen noch, oder irgendwas in der Übersetzung, die sagt, unanstößig, oder da einen guten Raub hat. Also Sachen, die wohllauten, die jeder nach hören will. Die in jeder einer einen guten Raub hat, die nicht anstößig sind. Also mit dort beschäftigt sich ein Gläubiger, der ein höheres Niveau hat von Denken, was Gott von uns will haben. Dann sagt er wieder in diesem Fall, sei es irgendeine Tugend, und der Übersetzung sagt Tüchtigkeit, oder etwas Lobenswertes. Wenn wir irgendwas hören, lesen oder sollen, dann das entsprechend, dann können wir uns wieder mit dem beschäftigen. Wenn es aber das nicht entsprechend ist, dass das Wort Lobenswertes, was Tugendhaftes ist, was Wohllautendes, dann sollen wir uns davon weichholen. Manchmal passiert uns dort, wir hören irgendwas, irgendwer vertellt sehr begeistert eine Geschichte, und wir merken, das ist nicht was Wohllautendes. Und das ist nicht was Tugendsames. Und irgendwo voll wie, hier soll er nicht mitmerken. Hier soll er nicht mit beitragen, einfach tragen. Und manchmal ist das ein peinlicher Augenblick. Dort man einfach so denkt, was tut ich? Jana redet, weil Hannek soll auch vielleicht wahrscheinlich mitreden, oder wenn es so tut, wenn ich mit begeistert sie, was merken wir dann damit? Die Bibel sagt, als Christen sollen wir ein höheres Niveau haben. Wir sollen nicht so denken als alle anderen Menschen. Wir sollen das Tugendsames, Wohllautendes und dort, was du Lobenswertes ist, ab dort sollen wir bedacht sein. Heute, dort merkt ein sehr, sehr großer Unterschied, ab was ein funkendes Vier fallen wird. Dort merkt ein sehr, sehr großer Unterschied aus dem Vier, irgendwo ab einmal ein Wuttern fällt, oder dass es ein Drehstrahl fällt.
Wir hatten mal bei uns mit einem starken Südwind, mit den Bäumen, die ich bei, haben die Dreht geschieht, in das Funken. Dort dürfen Funken von der Dreht, dort ein Struck anfangen zu brennen. Da irgendwie ein Struck, und das geht ein paar Minuten wie sehr gerade 4, und der Struck wird verbrennt. Wenn du irgendwie wie kriegst, du wie Wutter warst, wo nichts passiert sind. Da wurde einfach geblitzt haben, wo die Hand gefallen sind, wieder wo nichts passiert sind. Und das ist auch Völkern mit uns als Christen auch so. Wir hören vielleicht, oder wir sehen vielleicht selbst in Funken das 4, aber was fällt dort? Wir reden vielleicht gerade die Geschichten, was wir selbst nicht wollten, was das ist, oder wir hören Geschichten, wo gehen wir damit um? Wo gehen wir damit um? Wo sind wir? Gehen wir so tugendsam um? Gehen wir so um, dass das unanstößig ist, dass das lobenswert ist? Wo gehen wir damit um? Manchmal, also hier wird einfach gesagt, was tugendsam, was lobenswertes ist, damit wir beschäftigt sind. Wenn wir denken oder reden, dann lohnt uns über die guten Sachen von unserem Freund, von unserer Schwester, Bruder, was immer das ist, lohnt uns über die Sachen uns zu beschäftigen. Wir haben manchmal Angst, wir denken so, wenn ich was Gutes sein von meinem Bruder oder von Freund oder von Nachbar oder was immer das ist, dann glaube ich, der wird groß werden, der wird stolz werden. Ich kann ihm die Luft, der wird sich anfangen zu erheben, wird sich Herr anfangen zu holen, so wieder. Das stimmt nicht. Das ist nicht so. Die Bibel, der lehrt, dass wir sollen den anderen Luft, dass wir den sollen Anerkennung geben für das, was tut, um einfach zu erstatten und was immer das mag sein. Das stimmt nicht, dass unbedingt wird hochnäsig worden. In der Bibel sagt, wir sollen ab dort bedacht sein, was der lobenswertes ist. Stellt dir vor, du als ein Bruder oder nu wer oder wem von wem, aber ich sage das einfach mal so. Das ist ein Bruder, der wollte nicht nehmen, was ich von ihm denke. Und wenn er dann auf einmal hört, dass ich habe, was lobenswertes über ihm gesagt, dann wird er sein, das wird Fuß am Taub tragen, wird einfach sein, ja, der meint nicht schlecht mit mir. Aber wenn er wird hören, ich habe irgendwas Negatives, was Schlechtes gesagt, ob es nicht so ist oder ob es nicht so ist, soll er nicht tun. Aber er wird ihm automatisch wahrscheinlich, wird sagen, okay, ich möchte mich immer nicht an den Namen. Aber wenn er wird hören, was lobenswertes, dann wird er Mut haben, vielleicht einmal bei einer zu kommen. Und das ist wichtig. Und deswegen sagt die Bibel auch, lieber lobenswerte Sachen, das sollen wir eben bedacht sein. Wo Völkern beschäftigen wir uns mit anderen Sachen, die nicht wirklich wichtig ist, über nur zu denken. Jemand sieht, das sagt er, ich las das in diesem Buch, da sieht er, dass ihr zwei Momente, zwei Dinge, zwei Momente im Leben, die sind eben alles wichtig. Er sagt, einmal ist es wichtig, du, wo du geboren wirst. Der Moment, der ist besonders wichtig. Und der andere, zweite Moment ist, das ist auch der andere, was sehr wichtig ist, das ist der Moment, wo du, oder den Tag, wo du bewusst wirst, für was du geboren bist. Einmal, dass du geboren bist, sehr wichtig. Und das andere Wichtigste ist, dass man einfach weiß, warum sie eigentlich geboren. Und dann sagt er, wenn wir im Gebet mit Gott kommen, dann wies Gott uns seine Uhr und er wies uns auch sein Tagebuch, sein Plan für uns. Er will einfach sein, als Christen sollen wir im Gebet leben. Und dann wollen wir verstehen, zu was wir hier auf dieser Erde sind. Und wir wollen verstehen, warum Gott uns hier angestellt hat, wenn wir im Gebet leben. Dann wird Gott uns seine Uhr wiesen, in seinem Tagebuch, was wir zu tun haben, was unser Abgabe ist, was wir schaffen sollen und so weiter. In einer Beziehung mit dem Herrn Jesus zu leben. Weil wir Völkern beschäftigt sind mit anderen Sachen, mit Sachen, die nicht lobenswert sind und was immer wir hier alle betrachtet haben. Und du verstehst dann noch Völker nicht, was wir haben hier. Was ist wirklich der Plan? Gott ist das viel wichtiger. Und er wünscht, dass wir uns mit diesen Sachen beschäftigen, dass wir auf diesen Niveau kommen, mit unseren Gedanken, mit unserer Beschäftigung, dass wir auf diesen Niveau kommen und er will uns wissen, wozu wir hier sind, auf dieser Erde, und dass wir dort auch leben können. Was wichtig ist, dass wir klar haben, mit was beschäftigen wir uns. Mit was passiert wir? Was beschäftigt uns, wenn wir mit unseren Freunden sind, wenn wir mit unseren Ehepartner sind? Über was reden wir? Gut wird sein, wir würden uns mal proben. Wir würden sagen, okay, mit wie viel Prozent reden wir über Positives und wie viel über Negatives? Ich wollte, mal ein Ehepaar, der nehmen sich das sehr klar Fernsehen sehen.
vielleicht die Geschichte ist gleich verteilt worden, aber sie sehen einfach, über alles von anderen Menschen negative Sachen, hier wie ab, über zu reden. Und sie haben sich immer wahr, musste ich denken, haben gesagt, hey, wir wollen ja nicht davon reden. Ja, wir sind still. Und nun eine Zeit lang waren sie an, sie haben nicht mal zu vertrauen. Was haben sie nicht zu vertrauen? Das dürfen sie nicht mal zu vertrauen. Ich habe sie nicht gemacht. Sie wissen, dass wir nicht gut, sie reden manchmal schlechte Sachen, aber sich abposten, dann auf irgendwas an, dann haben sie nicht mal zu reden. Und ich glaube, manchmal ist es mit uns so. Wir müssen von nie lernen, Gemeinschaft zu haben. Und Gott will, dass wir das tun. Dass wir ehrbar, über die Wahrheit, über Reinheit, über Lobenswertes, über Tugendhaftes uns mit zu beschäftigen haben. Lasst uns keine stierende Reporter sein, die hier alles bekannt machen dann, was aber steht, um wirklich das Problem zu lösen. Mir will eine Geschichte vertellen, das ist mit einer längeren Geschichte, habe ich auch hier bei Ihnen gelesen. Das ist ein spanisches Buch, aber es hat viele gute Ratschläge für Menschen, die irgendwo dahin tun. Es ist sehr interessant. Ähnlich von einem alten Pastor abgeschrieben, dem Storbesbad liegt, hat eine Krankheit, wird einfach gestorben. Und dann, wo ein anderer Pastor, immer war kämpft den Arm, der junge Pastor, und er will immer war Kirchen, was zu sein haben. Und das alle, die dort immer Erfahrungen in seinem Leben mit, und Belebnisse mit Gott, und Bibelvers, die am wichtig geworden sind in seinem Leben. Und dann, als das so hier verteilt, dann ein Tag kämpft war und dann bringt das junge Pastor seine Früh mit, weil der hat die letzte Nacht einen Traum gehabt und hat irgendwo was sehr klar geträumt und er hat irgendwo gemerkt, das hat mit den alten Pastor zu tun, dem Storbesbad liegt. Und sie sagt zu ihrem Mann, zu dem jungen Pastor, ich gehe von dir mit ihm mit. Ich will unbedingt auch horchen, was der Mann zu sein hat. Der alte Pastor, was er Pastor wieder immer war, auf den Sachen beruht hat und so weiter. Und dann, als das Ola durch in seinem Bad liegen, dann sagt er, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat ich von der eine Geschichte im Kopf, da denke ich ganz Zeit an. Und dort wie eine Geschichte, was eine kleine Entschuldigung wie, als das passiert, und ich will Ihnen vertellen. Und dann verteilte das Paul-Lied, der junge Pastor und Paul-Lied ist dann so, diese Geschichte, da ich hier einfach zum Schluss vertellen. Er sagt, dass wir so, als wir als Kinder da wären, in der Schule, ich bin ungefähr 11 Jahre, sagt das Ola Pastor, dann wird da ein Moment, wo der Schulplan dort Rüte vor. Und sie fuhr Rüte in einem eiweigen Gebiet, wo viele Bäume wären, wo sie dann hinkommen dort. Und da wären dann eine Rehbäume, ein Tunnel, und dort wir einen frischen, also da wären einfach geplante Rehenbäume, das dort zu sein, und dort wir aus dem Tunnel von den Bäumen, von den Rehen, wo wir mit frischer Luft, wo sie dann durchgehen wollen und auch anfangen zu gehen. Sie kommen mit einer Städte, sind dann Schilder abgestellt und durch die Schilder, da wird gesagt, hier können sie ein bisschen utreiben. Und dann verreiben sie ein bisschen und dann und da steht dann auch ins Hand geschrieben, das ist der Stich von der Abwesenden. Und dann frage ich ein Kind, was steht? Ein Stich von der Abwesenden. Und dann sagt das Lehrer, was dort leiden hat, wo das Ola Pastor auch dann jung wie noch, dann sagt er, hier ist eine ganz interessante Geschichte passiert, die will ich Ihnen vertellen. Ein kleines Darbse, sehr armes, einfaches Darbse, wie es denn so, und hier lebt ein Mann, und das geht an diesen einen Mann, diese Geschichte, der sagt er, der wird ganz anders als alle anderen Männer, als alle anderen Menschen in der kleinen armen Darbse. Und den wird einfach ein Loco genannt, einfach ein Loco. Weil sie sich alle über dem stehen. So haben die sehen einfach, das Mensch, der nutzt diese Gesellschaft überhaupt nicht. Der andere sehen, das ist ein Util, das ist einfach, was das ist, sehen die meisten Menschen einfach eben an. Aber interessant wird, das alle Mann, was ein Loco genannt wird, da wir jeden Tag dran in Plantbäume. Irgends oder Fruchtbäume muss sein, Fruchtbäume oder auch so eine Netenbäume und so weiter. Einfach so eine Bäume, die er irgendwo plant. Jeder da. Er wird alt und er wisst das ähnlich. Das alle Mann und jeder einer wisst das, der Bäume, was er planten hat, der wird niemals was von Design kriegen. Nicht. Also der werden vielleicht ein bisschen gewachsen sein, aber er wird sehr alt und der wird von der niemals nicht Frucht kriegen und nicht Schatten Design kriegen, noch das was. Und du wirst keiner, der diesen alten Mann ein Cent vergeben dort. Du wirst keiner, der diesen alten Mann irgendwie Motorsprechen und sagt, das Fan wird der ist, plant wieder der Baum, das wird für Luther irgendwas gegodet sein, keiner. Sondern der lacht neben am Spott, neben am und sehen,
das Aula, der Loco, da was er einfach zu tun hat, aber jedes Mal überrascht die Menschen waren und er hat mehr Sud und mehr Täner und auch Bäume, was er dann wieder planten dort. Und er wusste aber, ich will niemand von dieser Frucht irgendwas kriegen. Ein Tag kommt ein ricker Mann vorbei, und das ricker Mann, der fragt dann, hey, die feine Mann, fragt er diesen Loco hier, was tust du? Dann sagt das Loco, sagt dann, ich plant hier, ich tue einfach Bäume planten. Aber woher das hier Bäume planten, fragt das ricker Mann. Du bist ja alt, du bist bestimmt all müde, und du wirst sicherlich niemals irgendwas von diesem Baum hier sein. Das Loco, der Antwort an diesen ricken Mann, sagt er, schick mal da und so. Sitzt du den großen Netenbaum, wo der ist, und durch mein Haus, wo ich hier stehen habe, mein Kavanja. Als ich geboren wird, dann wird der Baum durch. Dann wird der Baum mal durch, sagt er, und der dickste Oster von der ersten Tag noch streng hängen, wo ich mir einfach geschackelt habe, als ich ein Kind war. Und diesen Baum, so sagt das Loco, verteilt er das so. Und ich habe mein ganzes Leben sehr schmackvolle Nähten. Jeder Jahr von diesem Baum sind so Diäten. Und dann sagt das Ola, sagt er, mein Großvater, der hat den hier geplant. Der hat niemand irgendwas von diesem genießen, nicht die Frucht, nicht die Schoten, aber für mich ist das Leben lang durch ein Sehen gewesen. Und er sagt, andere haben das getan, aber ich habe von dem Sehen gekriegt. Das ricker Mann, der wie auch überrascht davon, weil das Oma, der sagt dann auch, weil das zu tun haben, selbstverhaft zu tun, und davon haken sehen, nu will ich Bäume planten, und ich will dafür auch das andere davon einen Segen haben. Das ricker Mann, der sagt, deine Weisheit und deine Hingabe für die Zukunft, die Chicken und so wieder, der muss belohnt werden. Und er hat dann eine ganze sagt Geld, und dann hat einfach was dafür gekriegt. Der ricker Mann, der fängt das schon, dass er sich so mit beschäftigt hat. Und dann passiert das, das Ola Mann, der Loco, der das Geld nicht je gekriegt, er gibt einfach das Geld irgendwo dann noch weich an der Arme, und er braucht das Geld nicht, er will das nicht, und er plant wieder seine Bäume. Und dann sagt er, schick mal, nu krieg ich Lohn dafür, sagt er zu dem Ola, sagt er zu dem Ricken. Das Ola sagt zu dem Ricken, sagt er, nu krieg ich Lohn dafür, für diese Bäume hier planten. Er ist dankbar dafür, und sagt, aber mein größter Lohn, und mein größter Freude wird sein, wenn ich andere Menschen bewegen, dass sie auch so dumm werden, auch so locker werden, dass sie anfangen, für die Zukunft zu sorgen, für die Nachkommen, was das nicht unbedingt mit ihnen zu tun hat. Das Pastor, als er im Bad liegt, diese Geschichte verteilt, hält das zwischen still. Und dann denken diese jungen Pastoren, nicht die Geschichte ein. Denken, es ist eine schöne Geschichte. Dann sagt er, no, die Geschichte ist nicht ein. Und dann verteilt er wieder, dort hat er das Geld verdollt, das Loco hat das Geld einfach dann auch verdollt und so wieder. Und dann passiert was ganz schreckliches, dort ein großer Viertschirm in diesem Boy, wo das Mann sein Leben, die Bäume geplant hat, einfach aufbrennt dort. Der große Baum, wo er wohnt dort, ein Leben von gelebt hat, der verbrennt auch. Sein Haus verbrennt und auch das Ola Loco, der verbrennt auch. Ich habe einfach, weil diese gewollte Flamme am Leben, und so wie endlich sein ganzes Leben, was er investiert, und dann war er mit der Donge, hat er mit Bäumen zu planten, dass wir Ola war ich. Wir würden sagen, schreckliche Geschichte. Aber die Geschichte will nicht zu eng. Das Mann sagt dann, der im Storbesbad, wie in der Geschichte verteilt, sagt er, alle, die Kinder, die wir Jungs im Jahr, die waren so begeistert von dieser Geschichte, aus der Bad die hier hatten, dass sie einfach auch wieder randen und einfach checken, was alle wir. Und der Lehrer, der sieht dann auf einmal, check mal, den Reichtum sein, von diesen vielen Bäumen, das viele Getreide, was die einfach so sein können, oder Fruchtbäumen und Schotenbäumen und so wieder, was die hier sein können. Und dann sagt er, seien die Kinder, dass sie das sein können, und sie sagen, das ist nicht von der sein, dass hier mal in 4 Ewa gegangen ist. Keiner würde das sein, sagen sie dann, dass hier jemals mal in 4 Ewa gegangen ist. Und dann verteilt das der Lehrer von der Kinder wieder die Geschichte und sagt er, dass wir so, dass durch das sind viele Menschen, die durch diese Geschichte begeistert geworden und motiviert geworden, dass sie Dutzende Menschen haben angefangen, die Bäume zu planen. Und von der Tag, dass es alle für viele Jahre trägt, passiert sehr, nicht wird keiner sein, dass jemand 4 Jahre gegangen ist.
alles voll Bäume, alles voll von Bäumen, alles schmucke, große Bäume, grüne Bäume, Fruchtbäume und viele, es ist einfach so zu sein. Und das eng einfach von der Geschichte wir, das wird von Segen zu Berichte kommen wir. Endlich, und heute wollte mit diesen jungen Pastoren einfach abhanden wesen und sagen, dort nicht für eine Zeit, die eine Art beurteilen. Manchmal schien sich das so, dort, was wir tun haben, das Südstrand, was wir irgendwo gestreut haben, dort haben wir nicht gebraucht. In das Ola Loco, da wird auch so gedacht haben, ich komme hier nicht an, man kann viel, wo alles verbrennt wird, was ich hier gestellt habe. Aber nur hunderte Jahre später, dann auf einmal, dann wieder doch heute ein großer Unterschied gemerkt davon. Und was je in so leben wie wirken in unserem Leben. Was je Gott, er braucht 2 Stunden, ein paar manchmal auch mit mehr, um eine Pilze zu merken. Kann Gott sehr hastig merken. Einen Roblbaum, du brauchst vielleicht 100 Jahre zu. Der Wurst wird immer gerade, sehr langsam. Und Gott hat für uns Sachen sehr verschieden. Was ich einfach mit dir auch ganz sagen, weil wir von euch sind, die ein anderes Niveau von Denken kriegen. Weil wir anders sind, weil wir anders wollen. Und weil wir verändern, weil wir die Umgebung auch verändern. Für uns denken wir so, das Haupt nicht. Dieser will nicht, Jana will nicht, das schafft nicht, Jan schafft nicht. Weißt du, Geschwister, weil wir von euch sind, die Südstrahlen tun, und Gott wird dort Gedeihen geben. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe zu beurteilen, wofür so darf dort, sondern unsere Aufgabe ist, so zu strahlen. Wenn das auch hier diese Ehe nicht was Frucht bringt, nicht zu sein wird sein, so kann es aber doch ein Tag Frucht bringen. Und weil wir durch uns an Gottes Wort holen, weil wir so sind als die Christen, als was die echte Christen sind, als die ein höheres Niveau von Denken haben, weil wir uns mit Sachen beschäftigen, die ehrbar sind, die Wahrheit sind, die rein sind, die lobenswert sind und die tugendhaft sind. Mit diesen Sachen, weil wir uns beschäftigen, und dann wird Gott sich unter die Ewigkeit kümmern. Manchmal wird es Momente geben, wo wir wollen sagen, das Haupt aller nicht. Und dann auf einmal, wo wir vielleicht am Ende, wenn wir schon im Himmel sind, dann auf einmal, wo wir vielleicht sagen, wenn wir hier doch haben durchgeholt. Wir haben doch mit Mut und mit Frieden versucht, einen Unterschied zu merken auf dieser Erde. Wir haben versucht, irgendwo ein Segen zu sein, so zu strahlen, dort wir wollen sein. Dann auf einmal wird es das vielleicht utwiesen, für nur viele hunderte Jahre, vielleicht nur tausende Jahre, wo das in Wirklichkeit ist. Muss Gott uns Mut schenken, dass wir nicht abgeben. Und dass wir so strahlen, weil wir ein Licht sind, weil wir ein Vorbild sind, weil wir dort, was wir können, verändern zum Guten, sodass Gott kann geehrt werden und kann verherrlicht werden und das heute dann kann. Wenn wir nicht so strahlen, dann kann er dort nicht. Wenn wir so strahlen, dann kann heute einen großen Garten merken, einen großen Wald davon merken, wenn er das will. Wenn er das nicht will, braucht er das nicht, aber dann kann er das tun. Muss Gott uns dazu Mut schenken. Nummer 449. So gehen wir nun, Herr Jesu, fort, gestärkt, erquickt durchs Lebenswort, was unser Herz genossen hat, das bringt hervor die Glaubenstat. Besprengt uns noch mit deinem Blut, zur Sicherheit vor Satans Wut, zur Heiligung und Reinigung und lieblichen Vereinigung. Behalt uns, Herr, an deiner Hand, dein Auge sei stets auf uns gewandt. Lass unser Auge auf dich auch stehen, in deiner Kraft uns vorwärts gehen.
Weil wir noch beten, ich freue eine Abstimmung, wo das passend ist. Himmlischer Vater, danke schön, Herr, für deine Läufe, Herr, für deine Gnade, die du uns als Menschen immer wahr hast. Wir wirken, Herr, sehr wie nicht auf dem Niveau, wo du uns haben wirst als Christen. Und Herr, du bist auch gerade uns immer wahr auch zu vergeben. Und du wirst aber auch, dass wir wussten, dass wir wiederkommen. Schenk uns wirklich den Mut, unsere Gedanken, mit dort, was wir uns da beschäftigen, uns du einfach zu achten und zu checken, Herr, wo passen wir mit deinem Wort überein. Sodass wir einfach können, auf einem Niveau kommen, wo du uns haben wirst. Musst du bitte Gnade schenken, dass wir du uns wussten können. Weil ich bete, dass du so musst, jedem einen bewahren, durch diesen Tag, durch diesen Weg, auch segnen, beschützen. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Gottes Segen, sei mit Lob.